Goedemorgen. Ich habe gesagt von der Eva wat Staupen zu tun, was wir Eva zu tun, was ist Staupen, was wir nehmen kann, zum Fräd haben mit Gott. Und ich las eine Geschichte. Ich dachte, das wäre nur passend vielleicht. Wir in Prediger, was in New Mexico. Wir hatten eine neue Kirche, sie hatten eine frische Kirche abstellen, und haben wir Prediger tun. Und er hat seine Feilung an sich, er weiß nicht, Samwort fällt sich ihm so wie nicht ganz reich. Ich weiß nicht, woher kann das explain, was er meint, aber Samwort an sich wird nicht ganz reich. Und so er betet am, fragt seine Frühe, dass sie waren taub beten, dass er fällt sich das Gott was sein, aber er weiß nicht, was das ist. Und so er dann sich taub stehen, dann sie verbeten, und dann eine Nacht hat er einen Traum. Und in den Traum ist es der Gerechtag. So für den Rechter still, wie Jesus sagt, das ist ein Dahl, steiler Reit gemerkt, und all die Prediger, die sagten, du so an eine Fähren, vielleicht dicht den Rechter still. Und er kijkt sich ein bisschen rum und denkt so, na, das ist interessant, warum der Ente alle über han Haie sagt. Ich kann das so viel, dass wir alles Prediger, was die sagten, deuten. Und dann kijkt sich ein bisschen wieder rum und sagt, dass wir noch Millionen Menschen, was die sagten, deuten, ein Dahl von der können sein kann, heute wir in seine Kirche kommen, sondern was er hat begegnet in seinem Leben und so weiter. Und hat er sich gedacht, das ist gut. Das ist an die Hand gekommen, wegen was ich getan habe, das ich gepredigt habe und so weiter. Und auf einmal dann kijkt er ein bisschen da an die Menschen, die kicken ihm alle ein bisschen so da an, dass wenn sie sehr verstaut werden mit ihm. Und er weiß nicht, was da anging. Und auf einmal dann kam der Stamm von den Thronen und sagt, war ich mit jünt, ich habe jünt niemals gekannt. Und all die Millionen Menschen, die sagten, die wir persönlich gekannt haben, wir mal in die Kirche kommen, wir von der müssen weggehen. Und er sagt, heute als Prediger muss kicken, jeder Person, wem heute haben könnte, die Wahrheit sagen, jeder Person, was er vielleicht haben könnte, helfen, dass wir haben könnte, zu der Säuligkeit kommen, zu der Radung, die alle mit einer lauten Stimme zugleich sagen, warum hast du uns niemals nicht die Wahrheit gesagt, dass wir wirklich verloren werden. Und dann musste jeder ein von uns sagen, würde dann in der Halle nehmen müssen, und würde mit den Zähnen knarschen und schreien. Und er sagt, dass auf einmal ein Hüpfstab in seinem Bad und schrie mit Angst, weil er könnte sagen, wo er wird an Kart gefallen mit seiner Arbeit, was er hat getan. Und wenn er dann denkt, das ist eine Sache, was einem Salz gerührt, wenn er dann denkt, dass wir in einer Hafen sagen, dass er abgerufen, die Wahrheit fertig von der Jank hat mich, Staupen, wo wir können nehmen, zum Fräd haben mit Gott. Wenn ohne Fräd, was wir mit Gott können haben, und dass wir können uns sicher sein an der Sache, wo wir haben wollen, wenn wir hier so sind, von der Sonne sterben, wem wir begegnen oder wo wir antreffen. Wenn wir uns nicht sicher sind an der Sache, wir wollen hier was Staupen übergehen, wo wir uns können, der Fräd haben mit Gott, und auch, wenn du nur den, wenn irgendwie was treu bleiben, dass wir können taub beten, oder wir dann kicken in den Schrift, wo wir uns sicher sein in der Sache, dann waren wir dort dann. Aber Leute, was ich hier singen, da in der Camp, von was Paulus geschrieben hat von 2. Timotheus, sagt, ich sehe mich sicher, an dem wir mich geglaubt haben. Keiner kann mir das wegnehmen. Hier ein Stück sicher, das ist die Wahrheit, was ich habe gelehrt von Jesus, heißt, wer mir geraten hat, und das kann keiner mir wegnehmen. Wir sollen uns so sicher sein. Und dann werden ankommen, der mir Wort dann ist, Gott hat im Wahrheit gemerkt und hat im Wahrheit gemerkt, dass wir uns kann sicher sein in der Sache. Das erste Ding, was wir machen, der erste Stopp, wo wir machen, zu kommen, ist, wir machen dort sagen, dass Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt. Wir können nicht sagen, willst du so viel Sinn werden, dann auf einmal fällt Gott dazu, hey, wo die Welt und etwas schwarm mit Wut, dass die können losfahren von den Sinn. Oder all die anderen Sachen, die passiert sind, vielleicht war ich ganz von Anfang an Welt hier. Dann sagen, nu willst du so eine Sinn, dass manche kommen, nu muss Gott schwimmen, sagen, was Frisches zu tun, um sein, das unter Kontrolle zu halten. Und das ist nicht so, wenn er sagt, der Grund gelegt wird von der Welt, dann hat Gott all den Plan, dass Jesus mir in die wird raten. So wie man das erst ansehen, in Jesaja 53, Vers 5, sagt er, doch wir ihn unsere Sünden verlatzt. Hier meint er Jesus. Wenn wir von unseren Sünden verlatzt, er brückt uns unsere Vergungen durch. Ab Abend lag die Strophe, der uns halmiert.
Dadurch, dass heute schlechte Krieg sind wie gesund. Wir werden alle auf den Erwach. So als Schub, der jeder in seinen einen Weg gehen. Der Ober, der Herr, der lehrt all uns euer sein ab Arm. Das ist Jesaja, was lang vor Jesus all, das die Prophezeiung, das wird nicht eine Sache, wo Gott auf einmal sagt, nu ist mir was beifallen, nu wird das und die Menschen doch kann raten. Das wird lang vorher berät. Und wir können sicher sein, der sagt, Gott, der hat eine gerade Life für dich, oder deinen Partner, oder deine Kinder, oder Eltern, als was du hast. Und er will haben, jeder einer soll nach ihm kommen. Und der wird in seinem Plan ganz von Anfang an, der will jedem einen von uns haben. Hat er nicht nur hier auf einmal sagen, vielleicht, wenn das da, vielleicht kommt er dann was. Er sagt, er will jeder einer. Er will nicht haben, dass ein einziger Sünder soll sterben in seiner Not. Der sollen alle nach ihm kommen, der sterben, dass er kein Gerat sein. Das ist ein Part von seinem Plan. Römer 4, Vers 1 und 2 sagt, willst wir durch den Glauben gerecht worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den uns der Weg aufging nur Genot und der wir stohnen. Und wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Das braucht Glauben und das braucht Bekehrung. Und das wird hier sagen, dass wir machen am Drehen. Und heute hat das Reich gemerkt, durch den Glauben war wir gerecht. Das hat nichts zu tun mit was ich oder du tun, verhört, um sein nur an Gott zu kommen, wenn wir sagen, ich darf einmal probieren, die Wahrheit zu reden. Oder ich darf mir einmal probieren, natürlich anzutragen. Ich darf einmal probieren, wenn ich die Deutsch geboren habe, ich einmal Deutsch zu vertalen und dort festzuhalten, an wen das für Gott immer gemerkt hat. All diese Dinge, dort kein von ihnen in sich selbst sind, dort die arg sind. Aber wenn wir uns an diese Dinge halten, dann probieren wir uns einmal selbst zu kommen, das sagt bloß durch den Glauben, war wir gerecht. Und der Weg wird up, nur die Genot, der Weg nur die Genot wird upgemerkt. Und der Genot, was wir nu beim Sturm, wird upgemerkt, durch Jesus, was heute für mich in die. In Römer 3, Vers 21 durch 24 sagt er, aber nu ist Gott seine Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne das Gesetz. Wenn auch das Gesetz selbst der Propheten all davon reden deuten. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, der hat all die gegeben, die an Jesus Christus glauben. Du hast keinen Unterschied, alle Mann haben gesündigt und kämpft durch ein Kart, was er bei Gott sein soll. Schickt Gott an der Rechtfertigung ut Genoden, durch die Erfahrung, die in Christus Jesus ist. Den hat Gott rückgewählt aus einem Genodenstall, wo durch Christus sein Blut Vergebung von unseren Sünden zu haben ist, wann wir an Christus glauben. Gott seine Gerechtigkeit soll dadurch für den Tag kommen, dass er die Sünden vergeben hat, die unter seiner Geduld geblieben wären. Von Anfang an hat Gott das eingeführt. Das manchmal denken also, vielleicht wird Gott für mich einen besonderen Plan haben, dass ich kann von meinen Sinnen loskommen, dass ich kann nur an den Arm kommen. Vielleicht kann ich genug gute Dinge tun, um die schlechten Dinge sagen, vielleicht überhand zu nehmen, dass die Wichschulen abgedun werden, dass die gute Dinge so besagt werden, mehr werden, dass was kann Gott angesagt sein bei Gott. Heute der Grund gelegt wird, hat er diesen Plan, dass durch Jesus Christus allein, wo wir keine Arm kommen. Und das ist nicht ut Worten, das ist nicht das, was uns ut Glauben, durch was Jesus getan hat. Und das ist der Plan, wir müssen uns sicher sein, das ist ein Plan, dass wir wollen, dass das ist, wer Gott ist. Gott ist ein Lauftool, ihr Gott, und er will haben, alle sollen Arm kommen. Und jeder einer. Er will kaum nicht utlauten dabei. Und wenn wir das verstehen können, dann können wir anfangen, die anderen Staupen zu nehmen, wo wir keine Arm kommen. Johannes 10, Vers 10 sagt, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sehe kommen, dort Leben zu bringen. Und dass die dort voll abhaben sollen. Gott hat einen Plan, wir sollen uns Leben brauchen zum Amdein. Er will haben, wir sollen alles, was wir in uns Leben tun, das sind wo wir uns hängen und leiden, wir sollen das tun, Gott in ihr zum Leben. Wir sollen uns Leben soll voll ab sein, soll ganz voll sein, das soll alle gut sein und wir sollen nicht, dass wir nicht von schlechten Tiden begonnen oder wir nicht von Krankheit begonnen oder wir nicht von Dingen in uns Leben haben oder vielleicht nicht von Fan sein oder Schein gehen oder so wieder. Aber er sagt, dass wir das ganz voll abhaben, das wird sein Plan von Anfang an von der Welt. Und wenn wir den Plan nicht verstehen können, und nach dem Reich des Hesein, in Johannes 3, Vers 10 und 17,
Wenn wir das verstehen können, dann können wir anfangen, nach Gott zu kommen, dass wir wissen, was uns abgerufen ist. Johannes 3, Vers 10 sagt, Gott in der Liebe für diese Welt wird so groß, oder er ist so groß, dass er seinen einzigen sehen dürfte, dass alle, die am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Dann sagt der 17. Vers, wie als Gott schickt seinen Sehen nicht in diese Welt, um das zu rechten, aber dass die Welt durch ihn kann gerat werden. Das ist von Anfang an der Plan gewesen. Sonst erster Stopp ist dann, wenn wir das verstehen können, Gott sein Plan wird immer, dass Jesus nach ihm kommt, dann müssen wir nicht den Stopp nehmen und tauschen, dass wir sind ein Sender gewesen. Dass wir ein Sender sind, dass wir ein Sinn leben, dass uns fehlt die Rettung, uns fehlt die Vergebung. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn für den Sinn, oder der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Gott aber schenkt das ewige Leben in Christus Jesus. Unseren Herrn. Wir können uns, wenn uns den anschauen, dann jeder einer bloß in ein paar Minuten, da geht man nicht lang, oder geht nicht mal lang, wenn einer sich ein klein bisschen anschaut, was einer selbst für ein Mensch ist, was einer selbst für Gedanken hat, oder was einer begleitet hat, oder was einem seine Sitten sind, kann er bald finden, einer ist in dieser Stelle, wo er kann sagen, der Lohn, was meine sind, will betonen, wo die Tod sind. Und da sagt er, Gott schenkt uns das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. So, da tauscht du, wie vollen hier mangt, dass wir wirklich Sünder sind. Der erste Stopp ist der Tauschstone. Römer 3, Vers 23 sagt, du hast keinen Unterschied. Alle Mann haben gesündigt. Und kommt du dann Kart, was über Gott sein soll. Vierten haben wir vielleicht in den Gedanken, dass wenn ich gewisse Dinge nur kommen, vielleicht hast du Kleidung, vielleicht hast du, wo wir in der Kirche fahren, vielleicht hast du auch von Sprech wie vertalen, vielleicht hast du, wo wir uns verhüllen mit unserer Familie oder andere, wir denken so, das wird uns, so wir sagen, immer nur an Gott bringen, schließlich kommen wir durch, dass wir ganz reich sind, an was Jesus uns annimmt. Aber ich sagte, das ist kein Unterschied. Alle Mann haben gesündigt. Das ist nicht einer besser oder schlechter als der andere, wer gesündigt hat, der Sinn, der Lohn, was der Sinn bringt, das ist der Tod und das verrennt alle rein. Und ich sage, das ist kein Unterschied. Jeder Mann hat gesündigt. So wie man eine Tauschstunde, wie hier mal gefallen und wir in Sünder sind, dass uns das fehlen wird. Und Gott seine Vergebung. Sprecher 14, Vers 12 sagt, viele gefällt ihnen war Jesaja. Aber der Eng führt am zum Tod. Auf Englisch schon, wenn ihr was sagen, das auf Englisch sein, sagt er, du hast ein Weg, was sich sieht, reich zu sein, ten Mann. Du hast einen Weg, wo wir gehen, dann voll sich so, das ist der rechte Weg. Und dachte, ein davon bringt den Tod. Was hier meint ist, wenn du was proben, uit die selbst nur an Gott kommen, und die voll sich so, das alles, was der reich ist, dachte, ein davon bringt den Tod, wenn das nicht mehr Gott sein Wort ablehnt. Wenn das nicht nur Gott sein Wort gehen, du hast ihn nicht erst bekehrt. Der sagt, den Weg, was einer glaubt, was sich sieht, das, was wirklich ein guter Weg ist, der bringt doch den Tod, wegen Jesus als der einzige Weg. Jesaja 59, Vers 2 sagt, du hast was zwischen Jünd und Gott gekommen. Er sagt hier ganz einfach, du hast was zwischen Jünd und Gott gekommen. Du hast was dazwischen. Du allein kannst niemals nicht Trainer Gott kommen. Es ist unmöglich für eine Person selbst Trainer Gott zu kommen. Du hast was zwischen Jünd gekommen. Dann sagt er, was die selbst verschuldigt haben. Das ist deine eine Schuld, sagt er, dass du was zwischen dir und Gott hast. Willst du ein Sünder bist, das ist deine eine Schuld. Wenn das nicht, du bist geboren aus dem Sünder, du musst erst zu der Bekehrung kommen, du kannst nach Gott kommen. Er sagt, der Sinn, was du da hast, das bringt was zwischen dir und Gott, dass du nicht in den Arm kommen kannst. Er sagt, eine Sinn in Hand, das wird du dir gebracht. Sich weich zu drehen, und nicht, dort hat sich weich gedreht, und nicht ans Harchen dat. Dit als Jesus an den Kreuz hängt, Gerützfahrt den Storbenen schrecht höher, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verloren? Der Sinn, all meine Dinge sind, was dann werden ab Amgelach, fahrt den Storben, da wird so eine große Sinn, so eine große Lud, was er dreht, und Gott selbst ihn Führer muss sich wegdrehen von ihm, wenn er so ein Gerät hat und einen Sinn. Jeder ein von uns fällt in diese Kategorie hinein, wie ein Sünder sind. Aber das geht überhaupt nicht, woran bald du kommst. Für mich und für dich. Wir leben noch in der Genudenzeit und wir können uns bekehren. Gott hat den Weg abgemerkt. Erst lesen wir, du hast was zwischen gekommen. Und Gott wusste, dass
de grundleiding van de Welt, hij wist dat hij wat samen dort waschen komt en hij daar om Plum merken verheer, wel hij deze schlucht wo kan eine Brei überbieten, so wie drei wo kann am kommen. Erst wird es schlucht de waschen gekommen, das kein Weich, wir kann immer kommen eine Seite oder eine andere. Und Gott mögt om Plum verheer, dat hij de Brei wird merken, wo de waschen wird sein. 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6 sagt, het willst, du hast ein Gott und du hast ein Vermittler zwischen Gott und Menschen. Du hast ein Zwischenhändler, du hast ein Vermittler, was zwischen Gott und Menschen steht. Der Mensch, Jesus Christus. Das erste Vers sagt, der sich selbst handjeuft als Leusgeld für alle Menschen. Da wird der rechte Zeit bewiesen dafür, dass Gott haben will, dass alle Menschen sollen gerettet werden. Diese Briefe, die zwischen merken, die zwischen die und Gott, also das wird korrekt der rechte Zeit getan. Der will nicht, dass das Plan mal laut dann kommt, wir von Anfang an all, aber dass der Brief fertig gebüht wird, dass Jesus der Vermittler wird, die dadurch am gerettet werden, sagt er, wird korrekt der rechte Zeit hat er das getan. Erste Petrus 3, Vers 18 sagt, dass Christus starb auch einmal für alle Sünder. Der Gerechte für die Ungerechte. Dass er uns mit Gott bringen kann. Sein Körper wird dort gemerkt, aber sein Geist lebt wieder. Jesus starb einmal für alle Sünder. Das ist nicht ein Ding, was du musst, wo Gott vielleicht im Plan hat gemerkt, und doch, vielleicht wollen wir noch einmal dann ein bisschen besser merken, ein bisschen Charakter merken, ein bisschen auf was am jedem einpassen. Er sagt, er hat einmal, und dann wird reich, und dann wird perfekt für alle Menschen. Sein Körper wird dort gemerkt, weil eigentlich hat uns den Sinn abgelegt, uns dort zu betonen, meint der Tod. Und Jesus sagt, dieser Sinn, der hat dann auf sich selbst leihen. Römer 4, Vers 6, da ich aufsage, was wir uns selbst nicht helfen können, starb Jesus für uns, Gottlose, der rechte Zeit. Du würdest schwor, wer für einen gerechten Mann sterben. Doch für einen guten Mensch möchte wir wehren zu sterben. Er sagt hier, für eine Person, die vielleicht nicht viel rechnen, das würde nicht sagen, leicht sind, die Leben, wo ich Hand geben für dich. Aber wenn eine sehr gute Person wird, vielleicht den Mann oder die Frau oder ein von den Kindern oder so wieder, das ist möglich, dass die wehren und den Leben Hand geben für dich. Willst du so viel Liebe hast für dich und eine gute Person wird sein. Dann sagt der Vers auch, über Gott wie sie in Liebe daran, dass Christus von uns starb, als wir nach Sünder wären. Wir haben noch nicht was an uns, was wir hat, bitte, dass Gott uns selbst für sich selbst hat. Aber wir haben nicht was an uns schmacklich oder Strom wie Gott, weiß in Liebe daran, dass Jesus Christus starb für mich und die, als wir nach Sünder wären. Als wir nach in der Sinn leben, dann dort hat. Sag ich, wie viel mehr dann nu, dass wir durch sein Blut sind gerecht worden, wo wir durch arm von Gott sein Euer verschont blieben. Als wir nach Gott sein Feind wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versäumt. Und nu, dass wir gerettet sind, wie viel sicherer können wir uns der Rettung doch sehnen, weil es heute in uns lebt. Das ist eine besondere Vers. Als Gott das noch deut, als wir noch Sünder wären, er sagt, dann hat er uns mit sich versäumt. Das meint, so viele wir dann nicht mit Jesus taub waren, das Himmelreich offen. Jesus hat uns mit sich Glück gemerkt, in der wir mit ihm taub das offen waren. Er sagt, als wir noch Sünder wären, wie viel mehr nu dann, als wir gerettet sind, Jesus hat angenommen, wo wir, erstlich, er sagt, wir wollen verschont blieben, wie viel sicherer können wir uns dann sein, in der Rettung will heute in uns leben wird. Ein Part von der dreieinige Gott ist, das ist für viele Jahre sehr schwer, was zu begreifen für mich. Wenn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die drei sind ein, das ist der dreieinige Gottes. In der Heilige Geist, Part von der dreieinige Gottes lebt an die. Gott wird den Geist in sich holen, wenn es die Zeit ist reich ist. Auf Englisch nennen sie das der Rapture. Auf Deutsch ist es bloß, dass wir nach Hause gehoben werden oder nach Hause genommen. Aber wie viel sicherer können wir uns sein, in das
wann dort in uns Leben der Import von Gott sein Yes. Sag nicht bloß das, wir sind auch Frau in Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Jesus ist der, was uns auf Top gebracht war, er ist der Brei. Römer 6, Vers 20 und 23 sagt, als jene sind versklavt werden, hat die Gerechtigkeit keine Heil an Jünd. Und was braucht die Zeit Jünd an? Dinge, mit denen Jünd noch schämen, wenn ihr daran denken. Weil es die führen zu Gott lässt zum Tod. Also wenn wir drei denken, dann wo wir wären, wir haben Jesus hingegeben, wir haben uns uns persönliche Heil. Und als wir noch versklavt werden an den Sinn, haben wir keinen Fuß an der Gerechtigkeit, keinen Fuß an der Gaude, keinen Fuß an der Himmelreich, haben wir nicht Gaude an. Er sagt, was braucht die Zeit? Er sagt, wenn ihr drei denkt, dann ihr selbst drei denkt, dann ist zum Schämen, was einer alles hat, getan. Er sagt, der Gaude lässt das viert bloß zum Tod. Das ist für jeden ein Salz, sich selbst zu sehen, nicht für selbst werden, aber der 22. Vers sagt, Ober. Er gleich davon her, das hinein sagt, Ober, erstlich, was wir vorher wären, wir möchten im Schämen, wenn wir daran denken, dann, und 22. Vers in Römer 6 sagt, Ober, nu dass je von der Sinn frei und an Gott versklavt sind, habt ihr durch die Heilung gewonnen und haben das ewige Leben. Sagt der Lohn der Sinn tut als der Tod, Gott aber schenkt das ewige Leben in Christus Jesus unseren Herrn. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4 sagt, aus ersten habe ich ihm dort wieder gegeben, was er gekriegt hat, das sagt Paulus hier zu den Korinther, was er gekriegt hat, ja für wieder eine Ernte. Christus ist für unsere Sünder gestorben, so als geschrieben steht, er ist begrüßt worden und stund ab am dritten Tag, so als geschrieben steht. Er betont diesen Lohn für mich, die das eigentlich nicht dürfen sterben. Wenn wir hier wollen sterben, doch wollen wir für einmal leben. Und wenn wir dort ist voll Hand, wenn wir dort ist Hand klar in uns, dann können wir sagen, okay, wir erstlich mal für den Tausch tun, dann mal für sagen, was Gott für uns getan hat, vorher der Zerbrech auf Tau gemerkt, oder frisch gemerkt hat. Und der nächste Stopp ist bloß, wird man annehmen, was er getan hat. Eigentlich kann er nicht Tau down, aber wir können annehmen, was er getan hat, als ein Geschenk von Gott. Und er klappt auch an, Offenbarung 3, Vers 19 und 20 sagt, wem ich Gott sehe, der ich Tragwesen in Strufen. Nehmt das ernst und kehrt an. Er sagt, wenn er nicht mehr die Gott wird, dann würde er uns Tag looten mit alles, was wir tun. Aber doch, wir haben eigentlich haben wir Wort, was uns gewassen planet, wenn wir was tun, was der Arach hat. Er sagt, er hat die Tragwesen in der Strufen, und wir gehen wieder Dinge durch, vielleicht wenn Gott will uns Tragwesen. Er sagt, wenn er uns nicht was regnet, dann würde er das nicht tun. Er sagt, nehmt das ernst und kehrt an. Der 20. Vers sagt, kijk, ich stufe der der klappt an. Wenn wir meine Stimme hört, und der aufmerkt, bei dem, wo ich nachgehen und mit Amt habe, und heu mit mir. Jesus ist immer reut, in jedem ein Unternehmen. Und jemand hat einer, ich habe bloß zu euch gemerkt, ich habe viel getan, für mich ist keine Hoffnung. Und wenn wir dort wirklich glauben, dann merken wir Gott in Lehner. Wenn er sagt, er steht bei der klappt an, wer immer der aufmerkt, dass er kann kommen. Er sagt, den, der hat zu Gott haben. Und er wird nachgehen mit Amt habe, das meint so viel, er wird sehr gute Gemeinschaft haben, der Person, die der aufmerken hat. Johannes 14, Vers 6 sagt, bloß, dass wir uns keine Sache sagen, wo wir keine Arm kommen. Jesus sagt zu Arm, das wir hinter seine Jünger durch. Er sagt, ich sehe die Wahrheit, der Wort hätten leben können, kämpfen und Futter Büter durch mich. Er steht bei dir, er klappt um und er sagt, es ist kein Wahrheit. In den Himmel zu kommen, ist bloß durch diese einzelne der Jesus Christus. Und wenn wir dort tun, Johannes 1, Vers 12 sagt uns, er sagt, über all die am Abnehmen und an seine Namen glauben, Jeff hat er mag, Gott seine Kinder zu werden. So, er klappt an, er ist uns hier wach, und wer dort er sagt, der Jeff hat er Macht, dass er kann ein von Gott seine Kinder sein.
Johannes 3, Vers 36 sagte, wer an den Sehen glaubt, haftet auf ihr Leben. Das ist ein Punkt. Wer an den Sehen glaubt, das meint Jesus, Gott sein Sehen. Wer an den glauben wird, wenn er wirklich glaubt, das ist das, wer Gott geschickt hat. Wenn wir wirklich glauben, Gott ist der Allmächtige, hat alles gemerkt hat, und Jesus wird ihn sehen, er kommt in diese Welt. Gott schickt in die Hand, er kann am Kreuz sterben für mich und die, und war er abstunden in den 3 Tagen, und nun war er bei Gott und er rechte Sieg satt. Er sagt, wer an den Sehen glauben, der dort uns hat losgekauft sind, sagt, der haftet auf ihr Leben. Wenn du eine Sicherheit bist, dann hast du dort. Nicht die Wurst kriegen oder vielleicht erst das mehrlich eindacht. Der Schrift sagt, wenn du nicht näher weißt, ist das alles so ist, dass du das selbst nur lesen. Johannes 3, Vers 36. Ich kann noch mal eine Schriftstellen sagen, wo wir uns kein sicher sein in der Sache. Aber Gott selbst sagt, weil Gott hat das Plan gehört von Anfang an, eure Grund gelegt wird, er will die haben für sich selbst, wie das in Haus kommen am. Er möchte das, weil er das bereit haben, dass du küssen am kommen. Und wer glaubt, haftet auf ihr Leben. Und wer dem Sehen nicht gehorcht, wird das Leben nicht sein. Aber der bleibt unter Gott sein euer. Das ist eine Entscheidung, die du kann merken, ob wir das annehmen oder nicht. Also wer das hat auf ihr Leben. Das ist klar. So einfach ist das. Das Christenleben ist nicht einfach oder leicht. Aber diese Entscheidung zu merken, ist so einfach ist dort, ob du das glaubst oder nicht. Wenn Gott das gesagt hat, glaubst du dort. Und wenn du nicht das, wer nicht das horchen das, wer das nicht annehmen, der sagt, der bleibt unter Gott sein euer. In 1. Johannes 4, Vers 11, durch 13, sagt der Apostel Johannes, sagt, Gott hat gesagt, dass er uns euer Leben gegeben hat, und das Leben ist in sein Sehen. Und sagt er, wer Gott sein Sehen hat Leben. Das ist klar, einfach, das ist ein Punkt, war da. Wer den Sehen hat Leben. Wer den Sehen nicht hat auch nicht Leben. Das sei ja klar und sei ja einfach, wenn du das hast, angenommen, dann hast du Leben, wenn du nicht hast, dann hast du nicht. Dann bist du noch unter Gott sein euer. Der 13. Vers, der sagt, das schrieb ich gönnt, da ihr an Gott sein Sehen glauben, so das ist all das, was ihr glauben dann. Das ist nicht der Anglauben hier geschrieben, das Part hier wird sie sagt, das schrieb ich gönnt, all die, was ihr glauben dann an Gott sehen, all das, was an Gott sehen glauben, sagt ihr, dort die weiten, dort ihr das auf ihr Leben haben. Das schrieb ich, all die glauben, und er wusste, dass du würden viele Menschen sein und du würden zweifeln. Wo kann ich Sachen sein, wo wird es für sure sein und so, und wo kann ich mich da einig sein und so weiter. Und Gott wusste, dass du schreiben das, so wenn ihr an Glauben down, die haben handgegeben, die Bekehrung macht das sein. Eine falsche Bekehrung würde sein, nicht trägen, Dinge tragen, oder nicht wirklich dort dein Leben verändern wird. Wenn du dich bekehrt hast, dann wird dein Leben verändern. Wenn Gott sein Jesus an die wundert, das ist nicht unterschmählich, was dein Leben wird dann verändern. Dort muss passieren, dass das kann wahr sein für dich. Dass du das am weiten kannst, die du auf ihr Leben hast. Mir Fräd in Galater 2, Vers 21, wo der Apostel Paulus sagt, 20 und 21. Er sagt, ja, ich mit Christus mitgekriegt sich. Er hat Jesus angenommen, Jesus wie vor allem gekriegt sich. Er sagt, ich mit Jesus mitgekriegt sich, dass sie eigentlich nicht mehr Akt, da du lebst. Dass Christus, der in mir lebt. Das Leben, das ich hier im Fleisch lebe ich im Glauben an Gott seinen Sehen, der mir Gott wird in sich selbst für mich handgibt. Ich stelle Gott seinen Genug nicht sieht, weil wenn wir dadurch dort gesagt können gerecht werden, dann wird keine Ursache, dass Christus hat muss sterben. Ich freue mich, dass du das hier sagen, dass er ist wirklich mit Jesus mitgekriegt, sich will, dass er am Annehmen als persönlicher Herr und Heiland, du mit wir hier mit einem mitgekriegt sich und sagt, dass sie eigentlich nicht mehr aktiv leben, wenn Gott sein Heiliger Geist ist an mich, sagt er, dass wirklich Jesus wird dann durch mich leben wird. Und wo kann eine Person nicht verändert werden, wenn der Import von Gott an sich leben hat? Das ist nicht möglich. So hier sind die Dinge, die wir machen tun. Die Staupen, was uns fehlen, um bei Gott Fräd haben.
ihr schlichter tauscht du noch die besten Sünder. Wenn du noch niemals nicht hast, die Hand gegeben, die noch niemals nicht hast, Jesus angenommen hast, ihm persönlicher Heiland, der erste Stopp, als du musst tauscht tun, dort du ein Sünder warst. Nochmal für abgeben, proben, selbst zu kommen. Ich wollte wieder eine Zeit, als ich mir Hand geben wollte, ich will gieren, ich weiß, dass Gott, ich schaffe Samwort und ich kann fallen, die an mich tragen, ich will mich, und ich weiß das hat wie mich klar, ich dachte, niemand, ich proben, sehr, proben, besser zu sein. Nu wollen wir uns viel Dollar Krieg antragen, dass wir glauben, wir wollen proben bloß Deutsch vertalen, wir wollen proben bloß Krieg, weil wir uns dann selbst nicht merken, was die gute Dinge wären. Aber die erste Tauschstunde, wir sind dann, die zweite Tauschstunde, die kostet nicht ein Ding zu tun. Um die Erfahrung zu kriegen, was Jesus uns anbieten hat, als ein Geschenk, wir können die nicht zu tun, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist, wie man nicht glauben von Horten, dass Jesus wirklich gekommen ist. Er hat von den Kreuz gehangen, er ist ausgebläht, gestorben und Familien, die unsere Sünden kann bedacht werden. Und dat hij abstond in den dritten Tag und über den Führer seiner rechte Seite ist. Und auch, dass hij sagen dat, wenn hij von hier verloren wird, hij wird ein Helper schicken. Doordat der Heilige Geist wat an in uns wohnt. Das vierte Ding, was wir machen, ist das wirklich bloß annehmen. Wir freuen uns dort vielleicht nicht wird, wenn wir wollten Gott selbst, was wir sind für Menschen gewesen, wir wollten Gott selbst, was unsere Gedanken, wo die uns handleiten, wir wollten Gott selbst, wir haben viele Dinge auch getan. Aber das ist einfach so einfach, dass wir das annehmen, was er uns geben wird. Er steht vor der und der klappt an, er sagt, werde der aufmerken, der du was hineingehen mit einem Taub, eten wie mit Arm. Das ist das einzige Ding, was er in dir kann tun, das ist das annehmen, was er getan hat für uns. Wann wir das tun, auf Epheser 1, Vers 13 und 14 sage ich, so wird es mit Jünd, da jede Wort hat gehört haben, wodurch sie geraten worden, in und am Glauben, dann tegen Gott Jünd mit den Heiligen Geist. Wenn du hast Jesus angenommen als dein persönlicher Heiler und Gott hat die wirklich getekent mit den Heiligen Geist, aber dann an die aus, dann sagt er wegen dieser Ursache. Er sagt, der Heilige Geist, der bürgt dafür, dort wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Du wirst selber wie nu alle seine Herrlichkeit loben. Der Heilige Geist an die dafür sorgen, dafür bürgen, dort du dort kriegen, was Gott dir versprochen hat, wenn du Jesus hast angenommen. 2. Korinther 1, Vers 22, das ist einfach eine ganz feste Version, was wir lesen in der Schrift. 2. Korinther 1, Vers 22, hier sagt, er hat uns für sich gestampelt. In Epheser sagt er hat uns getekent mit den Heiligen Geist. Hier sagt er hat uns gestampelt. Er hat uns seinen Geist in uns Hort gegeben, als eine Garantie für was danach kommen soll. Können wir uns sicher sein, wo wir haben wollen, wenn wir hier aufstehen tun? Wenn du Jesus hast angenommen, aus dem persönlichen Heiland, hier sagt er, den Heiligen Geist, was er dir gegeben hat, der hat die gestampelt, als der Garantie, dass du kriegen wirst, was er versprochen hat. Dus kein Zweifel daran. Aber du kannst eigentlich die Charakter sicher sein, wenn du Jesus nicht hast angenommen als dein persönlicher Heiland. Dann bist du nach unser Gott in eurem, die du an Storben ist. Dann wirst du in der ewige Hall und da hast du, was sehr, sehr grülich sein. Wo stehst du dir, wenn du daran denken darfst? Hast du viele Jahre geprüft, durch die Salz gut zu sein, gut zu leben und Dinge zu tun, was du glaubst, was Gott vielleicht für ihn gefallen oder bist vielleicht mit hier gekommen von dir über Livestream oder an der Radio oder hier bin. Sie denken, ich habe niemals nicht die klare Entscheidung gemerkt. Jesus steht bei dir und klappt an und sagt, alle, was dann, die aufmerken, dann was dann kommt mit ihren Taub. Eten, wie kann die Gemeinschaft haben mit Arm. Und wenn du dort bist, hast du die Garantie an die in den Heiligen Geist, dass du gestampelt bist. Das kriegst du, wenn du was im Brief aufschauen. Das erste Namen, was du in der Bahn was haben, das ist die merken, dass du belegen, wenn man dir das, dass du die Taubacken hat, dann hast du es gesealt, dann den stammt du ab,
und dann als der Reut zum Wegschalten, wenn du den in der Posten an das, der Brief, der kommt du wo die Adresse, wo du hast angeschickt. Und wenn du Jesus hast angenommen, Himmel als der Adresse war auf an die angestampelt, durch den Heiligen Geist. Und hier aufstorben, dass du forsch du han. Das ist ein Ding für uns alle, wo wir merken und sagen, Halleluja, praise the Lord. Wenn Gott hat die Brei gemerkt, dass ich in die keine Haus komme, wofür er uns gemerkt hat. Ich will zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, ich komme noch einmal für den Heiligen angesagt von das Mars. Ich will dir danken, Herr, für wer du bist. Ich will dir danken, Herr, dass du hast uns Leuten so viele Dinge in dein Wort lesen und lernen, dass du hast, das wirklich einfach ein klar gemerkt für jedem einen, dass wenn wir die annehmen, dann, wo wir dann haben, dann, dass du hast uns gestampelt dann für die Salz, aus einer Garantie, dass wir das kriegen wollen, was du uns versprochen hast. Dass wir nicht dürfen in Furcht leben, dass wir nicht dürfen in Unklarheit leben, dass wir nicht dürfen wundern und enduren, was noch mal passieren kann. Wenn wir dort nicht kriegen weiten, was die Einzelheiten wollen looten, wenn wir später sind, dort das schließlich auch gedauert, weil wenn du uns gestampelt hast, und wir am Wachen nur die sind, weil wir das antreffen, dann was viel besser sind, für uns Verstand kann anlooten, anyway. So, wir danken dir bloß, Herr, dass du das hast so klar gemerkt für uns, so einfach, dass wir können weiten, wo wir sind. Wenn wir die nicht haben angenommen, wenn wir nicht die Frieden haben mit dir, dass wir weiten, dass du noch was hast, was du fehlen hat. Und wenn wir das getan haben, dass wir uns können so sicher sein, dass du hast gesagt, dass dort eine Garantie ist, dass wir das kriegen wollen. Das bringt uns sehr viel Frieden in uns Hort. Dass wir nicht brauchen, unruhig sein über die Sache. Dass uns Hort nicht braucht, unruhig sein hier in das Leben, weil wir können uns sicher sein. Und dann, vorher, ich weiß, dort helpt uns, dass wir können für die Leben, wenn wir das sicher haben in uns. So, ich danke dir dafür, und ich freue mich, dass du wirst mit den Heiligen Geist hier so ban, jedem ein, hart klappen, wenn die noch nicht hatte, der ob die merkt, wo steht, nur noch einmal von der Smarts war dann und hart in der klappen in den Namen, wenn sie der auch merken. Nur die. So, vorher, ich freue mich, dass du wirst ein Wunder tun. Ich freue mich, dass du wirst wirklich jedem ein von uns klar merken, wenn wir uns wirklich bekehrt haben oder es eine falsche Bekehrung ist hier war. Dass wir die Sache haben, was du uns hier gesagt hast, in dem Wort, dass wir die können haben in uns Hort. Dass wir ganz im Frieden können leben. Für die, von hier an. Für das Dank wir dir, dass Jesus sie nennen. Amen.